Hi Leute, ich bin Alina. Ich stelle mich mal vor, ich bin Alina Kani. Ihr habt ja schon eigentlich jetzt mehr gewusst als ich von mir. Ich komme aus München. Ich bin letztens 25 geworden. Woo! Ihr klatscht, meine Freunde nicht. Max auch nicht. Max hat euch vorhin auch schon viel über das Älterwerden erzählt. So, meine Freunde sind diese typischen Peinlichen, die jetzt alle kommen mit ich werde schon fast 30, Ich verstehe das nicht, weil ich denke mir die ganze Zeit so, scheiße, ich bin nicht mehr 10. Ich bin nicht mehr 10. Und wisst ihr, warum ich das scheiße finde? Erinnert euch mal, als ihr klein wart, ja? Ihr habt für jeden Mist ein Kompliment bekommen. Ja? Mit 10 zum Beispiel habe ich allein schon für mein Alter ein Kompliment bekommen. Wow, du bist 10. Oh, 2 Zahlen, krass. Ja, ich habe voll viel dafür getan. So, weißt du? Heute muss ich jetzt richtig was dafür tun, wenn ich ein Kompliment haben möchte. Nicht so wie früher. Weißt du, nimmst du ein Blatt Papier, machst du 3 Striche drauf und rotzt alles voll. Alle so, wow, Picasso. Oder du gehst aufs Klo, weil du nicht mehr in die Hose kackst. Und alle so, wow, was du schon alles kannst. Morgen lernst du Geige. So, selbst sie glaubt nicht an mich, weißt du? Du hast Geige gespielt. Ich habe wirklich Geige gespielt. Egal, naja. Heute, wenn ich ein Kompliment haben möchte, so, ich muss wirklich was machen. Ich muss mich schön anziehen, ich muss Sport machen, online Fußbilder verkaufen. Und selbst die meckern so, Alina, deine Füße sind viel zu sauber. Entschuldigung. So, wisst ihr? So unfair. Als Kind, weißt du, du schläfst so tagsüber 4 Stunden, alle so, ich bin so glücklich. Wenn ich heute 4 Stunden tagsüber schlafe, meine Apple Watch ruft den Notarzt. Geht nicht. Ist unfair. Wisst ihr? Wisst ihr, was das Gegenteil ist von einem Kompliment? Die Wahrheit. Ja. Und ich finde, dass manche Kinder ein bisschen zu wenig von Wahrheit erfahren und ein bisschen zu viel von diesen falschen Komplimenten. Und die entwickeln dann so ein Selbstbewusstsein bis ins Erwachsenenalter. Und das werden dann so Erwachsene, die immer so ein bisschen zu selbstbewusst so ein Liegefahrrad fahren. Kennt ihr die? Oh, solche Idioten. Oder das sind auch so Leute, die immer so ein bisschen zu selbstbewusst sowas sagen wie, nein, also ich schaue den Film nur im Originalton. In der Synchro geht der Witz verloren. Halt's Maul, Benedikt. Benedikt hier? Gut, ich hasse Benedikts. Ich erkläre euch warum. Benedikts, das sind richtige Idioten, die einfach immer so ein bisschen zu leise reden. Ich hasse das. Mich macht das so aggressiv, wenn Menschen zu leise reden. Wisst ihr, was ich meine? Was bist du? Ein Stummfilm. Deine Lippen bewegen sich und es kommt nichts raus. Das ist wie so eine Moni im Zoom-Meeting, die ihren scheiß Mikro nicht ankriegt. Wisst ihr? Mich macht das sehr aggressiv, wenn jemand leise redet. Und ich glaube, vielleicht ist es auch mein Problem, weil ihr müsst wissen, in meiner Familie, da wird konstant zu laut gesprochen. Immer, die ganze Zeit. Und wenn mal jemand was leise gesagt hat, dann hatte ich Grund, aggressiv zu werden. Weil das war nie was Gutes. Nie. Wir waren auf einer Feier, Familienfeier, keine Ahnung, es war alles toll. Ich habe irgendeine Scheiße gebaut und meine Mama so, so ist sie, unsere Alina. So frech. Warte, bis wir zu Hause sind. So finden wir nie Adoptiveltern für dich. Es liegt nicht an uns, es liegt an dir. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, leise reden ist für mich voll die Bedrohung geworden. Und das ist auch schwierig beim Sex. So, er macht Dirty Talk, ich habe Angst. Weißt du? Der fängt so an, so romantisch, so, und dann ist er so, oh Baby, was ich gleich mit dir anstellen werde. Was wirst du mit mir anstellen? Ach komm schon, tu doch nicht so. Sag mir, wer ist dein Daddy? Ich weiß es doch auch nicht! Apropos mein Papa. Mein Papa kommt aus dem Iran
Und der ist auch, der lebt aber schon seit Ewigkeiten in München. Der ist aber so ein typischer Iraner, also äußerlich zumindest. Ja, also der ist sehr robust, sehr männlich, so, der hat große Nase, so Brusthaare auf den Brusthaaren. Mein Papa ist so männlich, The Rock macht ihm die Tür auf. So, ja. Aber sein Verhalten ist genau das Gegenteil. Also stell dich vor, dieser Testosteron-Vorzeigeperser, der sieht aus, als käme er gerade von Teheran nach München. Der macht den Mund auf und es klingt dann so. Schatzi, ich bin wieder da! Mei, sagst du heute auf der Arbeit? Na, ich will gar nicht drüber reden, gibst mir bitte ein Busserl. So ist mein Papa. So. Meine Mama, die ist so süß, die gibt ihm natürlich ein Busserl. Meine Mama, die ist so lieb, die antwortet sogar auf Spam-Mails. Ihr lacht, ich habe das gesehen letztens. Die war original so, die saß so vom Computer, so. Hallo, vielen lieben Dank für das liebe Kompliment. Ich wurde schon lange nicht mehr Reifemutti in deiner Nähe genannt. Leider bin ich nicht an einem, wie Sie sagen, großen harten Fickschwanz interessiert. Danke trotzdem. Wisst ihr, so, jetzt habt ihr ein Bild, so lieb ist die. Meine Mom, die supportet mich immer. Es ist wirklich scheißegal, was ich machen würde. Die supportet mich. Ich könnte das Schlimmste der Welt erfinden, das Dümmste. Ich könnte zu ihr hingehen so, Mama, ich habe was erfunden. So, ein Rasensprenger, der automatisch bei Regen angeht. Und meine Mom wäre so, wow, klasse, Alina, morgen lernst du Geige. So, ich könnte auch zu ihr hingehen so, Mama, ich habe deinem Bruder, den habe ich 10.000 Euro überwiesen. Der brauchte das so dringend per SMS. Meine Mama wäre klasse, Alina, super. Meine Mama hat keinen Bruder. Meine Mama ist so lieb, die supportet mich auch früher, wenn ich mit einem Typen nach Hause gekommen bin. Die war original immer so, Alina, geht da was? Das ist so peinlich, wirklich. Vor allem für meinen Taxifahrer. Ja, wo auf jeden Fall nichts mehr geht, ist bei meinen Eltern. Die sind getrennt, so. Und heute weiß ich, besser ist es. Ihr könnt es euch so vorstellen, wie erkläre ich das? Die Ehe von meinen Eltern, die war so wie ein Dirndl. So, man quetscht sich rein, obwohl es nicht mehr passt. So, man behält es wegen der Tradition. Und was Neues wäre einfach zu teuer. Und am Ende will man doch nur besoffen sein und gebumst werden. So, jetzt wisst ihr, wie deren Ehe war. Auf jeden Fall, die hatten super viele Probleme. Und wie sagst du das deinem Kind? Wie sagst du das? Meine Eltern haben dann irgendwas behauptet. Die dachten, die kommen so zu mir. Das war wirklich so, hey Alina, wir müssen uns leider trennen, weil Papa so viel schnarcht. Ich, dumm wie Brot als Kind, hab das geglaubt. So, schnarchen, okay. Ab da war das für mich der Trennungsgrund, komplett normal. So, ich war letztens mit einem Kumpel unterwegs und der war irgendwie nicht so auf der Höhe. Und irgendwie war ich so dumm und habe die schlimmste Frage der Welt gestellt. So, wie geht's dir? Alles gut? Und er so, nee, ehrlich gesagt nicht. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Oh nein, verdammt, ja. Wegen Schnarchen? Was? Nein, wegen Sabine aus dem Büro. Oh, was? Warum schnarcht die auch? So, es hat ihm nicht so gefallen. Der ist dann weggefahren mit seinem Liegefahrrad. Keine Ahnung, warum sie sich getrennt hat. Naja, auf jeden Fall, Schnarchen ist wirklich das einzig laute Geräusch, was mir noch Angst machen kann. Und ich glaube, leise reden mag ich auch deswegen nicht so gern, weil ich weiß, dass ein leises Geräusch eine riesen Auswirkung haben kann. Oder wie mein Papa sagen würde, eine Ehefrau ist wie Handgranaten, wenn du den Ring abziehst, ist das Haus weg. Danke, das war's von mir.